Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Horoskope und Sternzeichen. Ein Thema, das polarisiert. Was denkst du, ist das alles nur Hokuspokus? Gute Frage. Es gibt ja Menschen, die ihren Tag nach dem Horoskop ausrichten. Glaubst du, dass da etwas dran ist? Ich bin skeptisch. Aber ich kenne Leute, die schwören darauf. Sie sagen, die Sterne beeinflussen wirklich ihr Leben. Ja, das ist spannend. Aber wissenschaftlich betrachtet gibt es ja eigentlich keine Beweise. Richtig. Die Astrologie wird von der Wissenschaft als Pseudowissenschaft eingestuft. Aber das hält viele nicht davon ab, daran zu glauben. Stimmt. Ich habe mal gehört, dass Horoskope so formuliert sind, dass sie auf jeden irgendwie zutreffen können. Das nennt sich der Barnum-Effekt. Aussagen, die so allgemein sind, dass sie auf viele Menschen passen. Genau. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, dass sie sich in ihrem Sternzeichen total wiederfinden. Vielleicht liegt es daran, dass wir Menschen gerne Muster erkennen und einfache Erklärungen für komplexe Dinge suchen. Das könnte sein. Aber lass uns mal über die Geschichte der Astrologie sprechen. Woher kommt das eigentlich? Die Astrologie hat ihren Ursprung in Mesopotamien, also im heutigen Irak, vor etwa 4000 Jahren. Sie war damals eine Methode, um die Götter zu besänftigen. Spannend. Und wie hat sich das weiterentwickelt? Die Griechen und Römer haben das aufgegriffen und weiterentwickelt. Im Mittelalter galt die Astrologie sogar als anerkannte Wissenschaft. Und wann hat sich das geändert? Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Die Menschen begannen, mehr auf wissenschaftliche Methoden zu setzen. Heute scheint Astrologie eher eine Lifestyle-Frage zu sein. Ein bisschen wie ein Hobby. Ja, genau. Und für manche ist es auch ein Weg, sich selbst besser zu verstehen oder Entscheidungen zu treffen. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt. Vielleicht geht es weniger um die Sterne und mehr darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Absolut. Und das kann ja auch positiv sein, solange man nicht sein ganzes Leben danach ausrichtet. Was meinst du, warum glauben so viele Menschen trotz fehlender Beweise an Horoskope? Vielleicht, weil es Trost und Orientierung bietet. In einer unsicheren Welt suchen wir alle nach etwas, das uns Halt gibt. Das könnte es sein. Oder es ist einfach nur ein bisschen Spaß und Unterhaltung. Ja, das darf man nicht vergessen. Es muss ja nicht immer alles einen tieferen Sinn haben. Was ist denn dein Sternzeichen, wenn ich fragen darf? Ich bin ein Zwilling. Und du? Ich bin Löwe. Sagt man nicht, dass Löwen besonders selbstbewusst sind? Ja, das sagt man. Aber ob das stimmt, ist eine andere Frage. Stimmt. Vielleicht sollten wir mal unser Horoskop lesen und schauen, was uns die Sterne so raten. Gute Idee. Vielleicht beeinflusst es ja doch unseren Tag. Und damit kommen wir zur wichtigsten Frage an euch, liebe Zuhörer. Glaubt ihr an Horoskope? Oder haltet ihr es für völligen Unsinn? Lasst es uns wissen.